Vielmals merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn ihr über Armutspolitik schwätzt, dann schwätzt ihr nicht über eine technische Debatte. Schwätzt ihr nicht über eine Reihe von isolierten Maßnahmen. Wir schwätzen über die Grundfragen unserer Gesellschaft. Wie wir zusammenleben, wie wir Solidarität organisieren, aber wie wir verhindern, dass die Ungleichheiten zu sozialer Spaltung führen. Und ich meine, genau das entsteht, wenn man dem Armutsplan von dieser Regierung gemerkt hat. Für die Grundfragen nach zu stellen, und für die einen gesamtstaatlichen Aussatz zu setzen, für Lösungen zu finden. Die Frage, für was handeln wir, also am Anfang die Frage nach der DNA von unserer Politik. Lützeburg ist eines der reichsten Länder auf der Welt, und genau dafür ist die Realität auch heute zu Lützeburg so markant. Madame Berner hat schon davon geschwärmt, laut den neuen Stadtaktuellen, die heute Morgen präsentiert wurden, liegt die Povertät monetär bei 14,8% für das Jahr 2025. Dabei muss ich natürlich so, wie sie auch gesagt hat, dass der Stadtteil am Jahr 2025 eine Methodologie angewandt wird, eine verbesserte Methodologie angewandt wird, weil das mit Indikatoren, die mehr präzis für das Einkommen, die Armut, die Ungleichheiten und soziale Ausgrenzung zu Lützeburg stehen. Für die erste Kehr goen administrativ Donneien gekreuzt, über individuell Einkommens integriert, die von der IGSS zentralisiert sind. Das sind zum Beispiel die Sozialprestation familial, aber auch die verschiedenen Formen von der Revenu wie Salären und Pensionen und so weiter. Hier wurde den Ziel für Frohbootsverkehr zu vereinfachen und gleichzeitig Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit von den Donneien über das Einkommen zu verbessern. Du wennst kann in den neuen, mehr exakten Tor auch nicht direkt mit dem aus den letzten Jahren 1:1 vergleichen. Ich meine, das soll ich noch nicht machen, für nicht eine Konfusion zu schaffen. Und soll ich noch nicht als strukturelle Veränderungen Assistat beschreiben, mit dafür als für den Plan dafür die Problematik umzugehen. Hier muss mir mengen die Entwicklung an den Impact von den Maßnahmen, die wir an dem Armutsplan, mit die wir auch schon viel drin hatten, analysieren an nächsten Jahren, für zu gucken, wie die Situation eine Influenz hatten oder nicht. Herr Präsident, die Damen und Herren, Armut ist nicht nur eine Mangel der Musuren. Das ist auch das Gefühl, nicht mehr mitzukommen. Das Gefühl, der Stress von den steigenden Kosten am Alter, die Angst vor dem sozialen Aufstieg. Aber wenn das Schere zwischen Arm und Reich zu weit abgeht, verliert eine Gesellschaft hier Kohäsion. Und damit auch Vertrauen an die Institutionen. Du willst, dass die Sozialpolitik nicht ein nice to have, mehr eine Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Fortschritt und gesellschaftlichen Frieden. Die Antwort auf die Frage, was machen wir? Und ich meine, das ist etwas, was in dieser Koalition ganz neu ist, als eine ganzheitliche neue politische Kader. Der nationale Plan gegen die Armut, der PAN, kombiniert mit einer neuen Vue auf den Wohlstand, dem PIB, Bien-être, an all den Mesuren, die wir auch schon als Koalition geholt haben. Wir gucken nicht mehr auf den PIB, mehr auf die Lebensqualität, Gesundheit, Kaufkraft und bezahlbare Wohnraum. Am Budget 2026 stehen rund 15 Milliarden Euro für die Sozialtransferen. Nach einmal mehr wie 1,5 Milliarden mehr wie das letzte Jahr. Das sind 46% von den Budgetsausgaben. Eine starke Message an eine klare Zeichen. Wir noch hier, an der Koalition hat nicht auf den Armutsplan speziell gewährt, wir haben auch schon 4 Runden andere Maßnahmen geholt. Ein ganz rutsch. Das Maßnahmen steht für ein klar an eine zielgerichtete Sozialpolitik an Armutsbekämpfung hier im Land. Erlaubt man da verschiedene zu nehmen. Der Kreditanspruch monoparental gouf gehoben von 2.505 auf 3.504 Euro. Den unqualifizierten sozialen Mindestlohn als steuerfrei ergob op 1. Januar 2025 um 2,6% gehoben auf 2.703 Euro. Der Revis gouf auch um 2,6% gehoben, genauso wie der Revenu für schwer behinderte Personen. Monoparental Familien, Witleider Personen über 64 Jahre gehen steuerlich entlastet. Op 1. Januar 2024 gouf die Steuertabelle um 4 Indextranchen angepasst. Op 1. Januar 2025 gouf eng weitere Passung um 2,5 Indextranchen.
Die grosse Steuerreform, die der Finanzminister präsentiert hat, als eine weiter substanzielle Entlastung für die Leute ersteckt Kaufkraft. Die Allokation de Vie chère gewop nicht Januar 25 um 10% gehoben. Primenergie gewop nicht Januar 25 verdreifacht von 200 auf 600 Euro. Die Schärfung von einer Primenergie reduit, für die steht, die liegt über dem Säuleien, den Urhalt auf Prim gehen, hat, kriegen das Prim. Seit dem 1. Januar 2026 entlastet die Regierung die Menage bei den Stromkosten, an dem der Staat den größten Teil von den Netzkosten überhält. Das sind rund 150 Millionen für das Maßnahmen. Herr Präsident, die Damen und Herren, den nationalen Armutsplan umfasst weiter 106 konkrete Maßnahmen, die mit klarem Zeitrahmen an Indikatoren. Es geht nicht mehr um Absichtserklärungen, es geht um Maßnahmen, die evaluierbar sind. Das ist ganz wichtig dafür zu sehen, dass hier während 2 Jahren ganz breit Konsultationen gemacht sind mit allen Akteuren im Terrain. Und ich meine, dass dadurch vom Terrain enorm appréciiert wird. Wenn ihr mit den einzelnen Akteuren im Terrain schwätzt, streichen sie auf hier, wie viel mehr der Minister Hahn sich gehen hat, für sie zu sehen, aber wie viel mehr die Regierung sich gemacht hat, für sie wirklich mit an der Ausarbeitung zu beteiligen. Und ich meine, das ist genau das, was wichtig ist, dass in Heimaten Akteuren im Terrain, die mit abenden Exerzice für auf dem Weg da umzusetzen, wo Maßnahmen können wirksam gehen. Dass überhaupt die erste Kehr so reden, an transversale Plan für viele Ministerien zusammen abgestaltet geht as. Ein paar zentrale Pilier sind eine neue finanzielle Hilfe für alle Leute, die Altersarmut gezielt bekämpft, mit bis zu 3.500 Euro pro Monat für vulnerabel steht. Eine Reform vom Kredit monoparental, nur der Erhöhung von 2.500 auf 3.504 Euro, wie viel schon gesagt, wird das am Kader von der Steuerreform vom Finanzminister nach einmal abgehen auf 4.008 Euro. Eine Anpassung vom Kannergeld für Familien am Mittelpunkt zu stellen, das wird zusätzlich 45 oder respektive 60 Euro an Blut gehen. Eine starke Investition darin kann an Familien helfen, weil das die Zukunft von unserem Land ist. Dafür eine Entlastung für ganz viele Familien an der Kannerbetreuung. Die Logik ist ganz klar, nicht breit verdelen, aber gezielt da intervenieren, wo der Besoin am größten ist. Die wichtigste Reform liegt nicht nur an den Mesuren, aber auch an der Art und Weise, wie sie umgesetzt wird. Eines der größten Probleme vom System ist notamment der Non-Recours. Leute, die Hilfe eigentlich zu gut hätten, sie aber nicht aufrufen. Bei verschiedenen Prestationen betrifft das bis zu 40% von den Fällen oder sogar bis zu 75%, wenn in Subvention Logement oder Loyer gefragt. Das ist nicht akzeptabel an einem Sozialstaat. Dafür wird das System fundamental umgebaut. Automatisierung von sozialen Hilfen. Über 12.000 Städte kriegen heute schon hier die Hilfe automatisch ausbezahlt. Das sind durch die Automatisierung 25% mehr von den Städten, die suchen, kriegen diese auf diese Urrecht tun. Das soll man weiter ausbauen. Das Prinzip Once Only, Madame Berner hat schon davon geschwärzt, Bürger müssen hier nicht immer aufgehen. Teilweise 4 ausgefüllten Dossiers für den administrative Wolle zu vereinfachen, an, wie auch schon gesagt, Zusammenlegung von Hilfen. Der Staat geht damit vom passiven System zum proaktiven Akteur, Sozialstaat, den ob die Leute durchgeht, den die Leute erreicht und nicht umgedreht. Zusätzlich wird der Guichet Sozial Unique ausgebaut, als einziger zentraler Punkt für Sozialrechte erklärt, koordiniert und zugedeelt gehen. Für das Politik umzusetzen, brauchen wir aber auch eine starke Mobilisierung von menschlichen und finanziellen Ressourcen. Hier spricht man nicht von einem Minister, sondern von einem gesamtstaatlichen Effort. 18 Ministerien sind am nationalen Plan involviert. Das Budget für Sozialziele, wie wir schon gesagt, beläuft sich auf 14,99 Milliarden Euro. Dafür ist das Jahr gezielt gestärkt, weil sie ein Interface sind zwischen dem Staat und den Bürgern. Auch die Gemeinden sind angebunden, notamment für Lokalhilfen zu verbessern und zu automatisieren. Für sicherzustellen, dass nicht just ob dem Papier lässt funktioniert, geht alle Maßnahmen mit klaren Indikatoren, einem Zeitrahmen und einem systematischen Monitoring begleitet. Effizienz heißt nicht mehr Solidarität, mehr gezielt, aber besser Solidarität.
Eng Sozialpolitik als unvollständig ohne Gesundheitspolitik. Ziel als klar, kein soll aus finanzielle Gründen vom Gesundheitssystem ausgeschlossen gehen. Auch dafür wird Couverture universelle de Santé weiter ausgebaut. Besonders wichtig ist der Bereich fundamentaler Gesundheit, wo Armut und psychologische Stress sich gegenseitig verstärken. Dafür setzt die Regierung auf mehr psychosoziale Services, mobil und ambulant Strukturen, die mehr nah bei den Leuten sind, an eine bessere Koordination zwischen Gesundheit, Sozialpolitik und Familienhilfe. Ziel ist eine universelle Prise en charge, die nicht an administrativen oder finanziellen Barrieren scheitern darf. Auch der Revis bleibt der wichtige Pfeiler vom sozialen Sicherheitsnetz. Diese muss auch immer evaluiert gehen mit 3 Hauptzielen. Besser Incentive für die Integration an der Arbeit, mehr starke Anpassung und Lebenskosten und eine Vereinfachung der Prozeduren. Auch hier spielt Automatisierung eine zentrale Rolle, für den Non-Recours zu reduzieren. Die Logik ist klar. Sozialhilfe soll nicht eine Endstation sein, sondern ein Sprungbrett an die Inklusion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, eine von den größten gesellschaftlichen Prioritäten ist die Bekämpfung natürlich von der Kinderarmut. Weil der Kind, der Prekarität abweist, hat mehr Chancen und das hat Konsequenzen für Generationen. Dafür wird der gesamtheitliche Pack umgesetzt. Verstärkung vom Kindergeld, besseren Zugang zu Kirchen und Betreuungsstrukturen, Reform von der Familienhilfe, besonders für monoparental steht. Und eine bessere Koordination zwischen Schule, Sozialservice und Gesundheitssystem. Ziel ist also, dass kein Kind durch die soziale Herkunft benachteiligt darf gehen. Es gibt kaum einen Bereich, den die Armut so stark beeinflusst wie das Logement. Auch hier wird die Koalition schon enorm viele Initiativen geholt und wird auch dem Weg weiterführen. Hohe Loyer und Mangel an bezahlbarem Wohnraum drücken natürlich viel Städte an Prekarität. Dafür setzt die Politik auch auf der Erhöhung von bezahlbarem Wohnraum, gezielt auf vereinfacht Logementshilfen und eine starke Verknappung zwischen Logement und Sozialpolitik. Herr Präsident, meine Damen und Herren, was wir hier beschreiben, ist keine Einzelreform. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Strategie. Eine Strategie, die nicht nur reagiert, sondern proaktiv verhindert. Die nicht nur Hilfe gibt, sondern Perspektiven erschärft. Die nicht nur verwaltet, sondern transformiert. Mit einem Effort von bald 46% vom Staatsbudget für Sozialtransferen, mit über 100 Maßnahmen an einem koordinierten Plan mit 18 Ministerien, möchte Lützeburg sein klar wählen. Kein Mensch soll an diesem Land zurückgelost gehen. Armut ist nicht evitabel, sie ist bekämpfbar, wenn sie nicht just verwaltet, aber konsequent umgeht. Das machen wir. Ich so nicht viel, merci.